So viel Pracht entfaltet sich im Schloss Ehrenburg in Coburg. Die war sicher nicht zum Schnäppchenpreis zu haben. Mehr Glück hatte da vielleicht dieser Gast von Kunst und Krempel. Sein Glasbild ist eine Entdeckung im Internet. Ich hoffe, es ist schon etwas mehr wert als das, was ich bezahlt habe. Warum glauben Sie das? Weil die Qualität einfach sehr gut ist, meines Erachtens. Ich hoffe, dass es tatsächlich handgemalt ist. Und je nachdem, wo es herkommt und wer das gemalt hat, könnte das natürlich einen Einfluss auf den Preis haben. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, genau. Schauen Das mal an, dass wir sehen, was wir da vor uns haben. Oh, wunderbar. Genau. Was können Sie uns denn zu dem Bild sagen? Ich habe es im November letzten Jahres im Internet ersteigert. Und das hat mir ganz gut gefallen und hat auch in die Vorweihnachtszeit gut reingepasst. Als ich es bekommen habe, habe ich ein bisschen recherchiert und ich habe eben herausgefunden, dass es ein Vorbild gibt, nämlich vom italienischen Maler Guido Reni, das um 1630 entstanden sein soll und das wohl für die Ermitage in St. Petersburg erworben wurde und heute im Puschkin-Museum in Moskau hängt. Und mich würde demnach interessieren, wo das Bild herkommt, wie alt es tatsächlich ist und wie Sie allgemein die Qualität beurteilen würden. Das ist ja erstmal ganz wunderbar, dass Sie so viel schon recherchieren konnten. Für wie viel haben Sie es denn erworben dann? Ich habe dafür 130 € bezahlt. Na, das klingt doch gut. Ja, dann schauen wir es uns mal an. Sie haben es ja schon wirklich gut vorgearbeitet und kennen schon die Vorlage, also von Guido Reni, dem großen Bologneser Barockmaler. Ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Das ist ein Weihnachtsbild. Zentral sehen wir hier dann das Christuskind in der Krippe liegend und dann Maria und hier sehr schön so am Rand Josef, der den Betrachter eigentlich in dieses Bild hineinzieht. Und dann auf der anderen Seite die Hirten, die ersten Zeugen, die zur Krippe gerufen werden durch den Engel. Und dann noch so als kleines Detail hier unten dieses tote Lamm. Das ist nämlich dann auch schon ein Zeichen auf den Tod Christi, also auf das, was ihn noch ereilen wird. Das Bild selber hat ja so eine mehreckige Form und hier haben wir dann noch mal diese grünen Zwickel. Und die sind auch in dem Rahmen des Originalbildes, allerdings dann in Gold mit Relief gestaltet. Das Glasbild nimmt mit diesem Achteck die Form des Originalbildes auf. Und ich gebe es. Ja, lass mich auch mal schauen. Also ich finde das wirklich ganz erstaunlich getreu dem Original wiedergegeben, was sich auch in so Dingen wie den Gesichtsausdruck und so weiter zeigt. Wenn man zum Beispiel hier oben die Gruppe der Schäfer anguckt, das ist ja nicht so eine liebliche Szene, alle große Freude über das neugeborene Kind, sondern die gucken ja alle eher mit einer Zuneigung, aber doch auch so etwas erschrocken. Er hier zum Beispiel, nachdenklich. Was hat das alles auf? Also Rätsel, ist ein großes Rätsel, ein Wunder eben, was da geschieht. Das trifft ja auf den Josef eben auch zu. Und insofern stehen diese ganzen Besucher dieses Ereignisses eigentlich für uns, die wir auch mit dem Ereignis erstmal gar nicht so viel anfangen können. Das muss sich ja dann entwickeln. Wenn Sie so viel recherchiert haben, haben Sie sicher auch gesehen, dass es seitenverkehrt ist. Das Original ist genau andersrum. Genau, und einige Details sind auch anders. Zum Beispiel der Schambereich ist hier verdeckt und beim Original nicht. Ah ja, ja, also natürlich so kleine Details. Ich glaube, hier hinten steht im Original noch ein Baum und solche Dinge. Aber dass es seitenverkehrt ist, das ist nun ganz typisch. Denn der Glasmaler hat ja nicht in der Eremitage vor dem Bild gemalt, sondern der hatte sicher eine Druckvorlage vor sich. Und die Druckvorlage, wenn man eine Zeichnung macht und die druckt, dann wird sie spiegelverkehrt. Und insofern musste er sich an eine spiegelverkehrte Vorlage halten, um das dann auszuführen. Ah, ja. Wunderbare Malerei und da trifft es sich gut, dass wir bei Kunst und Krempel schon so einige Stücke hier auf den Tisch hatten. Unter anderem auch eine Malerei, die ja ganz ähnlich war. Die war auch signiert von einem gewissen Wassiljew. Ich meine um 1840. Ich glaube, es war sogar etwas später. Und auch er hat eine Vorlage genommen, die aus der Eremitage stammte. Und die Eremitage war für viele Künstler ein unglaublicher Quell an Vorlagen, denn bis heute gibt es ja da sehr viele Bilder und die sind halt auch schon sehr früh publiziert worden über Stiche und deshalb auch natürlich dieses Seitenverkehrte.
St. Petersburg war im 19. Jahrhundert ein Zentrum für Kunsthandwerk und die Zaren haben das auch sehr gefördert. Insbesondere die Porzellanmalerei war sehr en vogue. Man hat viele dieser Gemälde aus der Eremitage auf Porzellanplatten gemalt, aber auch auf Glasplatten. Und so etwas sehen wir hier. Und Sie wollten ja auch so etwas wissen, wie die Qualität von diesem sehr schönen achteckigen Gemälde ist. Die ist wirklich hervorragend. Also das war ein großer Könner. Wahrscheinlich kommt er auch aus der Porzellanmalerei. Noch eine kurze Frage. Also das stammt dann wohl auch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und wahrscheinlich von einem russischen Maler dann. Genau, das ist sehr wahrscheinlich. Es könnte durchaus dieser Wassiljew sein, über den wissen wir nicht viel mehr. Aber so zeitlich wird es so Mitte 19. oder vielleicht auch übergehend in die zweite Hälfte 19. Jahrhunderts sein. Alles klar. Zum Preis, Sie haben 130, ja, haben Sie sehr gut gekauft. Kann ich Sie beglückwünschen? Es gibt nicht viele Preisbeispiele für Malerei auf Glas, also insbesondere wenn die Malerei aus Russland kommt. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Und ich würde das in der Qualität und in der Größe zwischen 2.000 und 3.000, vielleicht, wenn Sie Glück haben, sogar 4.000, 5.000 € sehen. Also ich kann Sie nur beglückwünschen. Und man sieht, die Wertschätzung ist sehr hoch, die Sie dem Objekt gegeben haben. Sie haben ja diesen Kasten auch gebaut und das haben Sie sehr schön gemacht. Deswegen möchte ich es eigentlich auch noch mal kurz von hinten zeigen, wie Sie es gemacht haben. Das ist auch wirklich so noch mal in diesen Kasten und dann hinten das LED-Licht eingefügt haben. Also wirklich sehr schön. Ich hoffe, Sie haben viel Freude mit diesem wirklich außergewöhnlichen Stück. Dann wünschen wir mal viel Erfolg bei weiteren eBay-Entdeckungen. Danke. Vielen Dank. Danke Ihnen. Danke sehr. Ja, sehr, sehr überrascht, sehr beeindruckt über den Wert vor allen Dingen. Ich hatte nicht gedacht, dass es so wertvoll ist.